Wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist im ganzen Wald bekannt. Radio Waldrand. Die Folge wird euch präsentiert von den Schweizer Jugendherbergen. Weibmanns Ole und Weibfraus Johe, ich bin's, der Musikjäger Marius, und ihr hört Radio Waldrand, den Podcast für Kinder. Mit mir hier in Sicherheit in der Jägerhütte von der Jagdkapelle ist der Dachs Adalbert und Seichhörnli. Heute zusammen. Also eben, wie gesagt, wir sind jetzt hier in Sicherheit, aber letzte Nacht, Kinder, ich sage euch, da hat es gestürmt wie verrückt und geregnet und blitzt und donnert und dann ist etwas passiert. Seichhörnli, komm, erzähl's doch gerade selber. Also gut, also Kind, ich bin immer noch ganz durcheinander, weiss. Also letzte Nacht hat es so fest gestürmt und blitzt und gewindet und donnert, dass mein Koppel vom Baum oben runtergefallen und kaputt gegangen ist. Ich schwöre. Seichhörnli, aber Seichhörnli, erzähl den Kindern schnell, dass als so ein Koppel, was das ist, dass das so eine Kugel aus Äst und Moos ist, wo die Eichhörnli hoch, also sehr hoch aus den Bäumen drin schlafen, so wie ihre Baumhöhle. Und jetzt weiss ich voll nicht, wo ich wohnen soll, bis ich einen neuen Koppel habe. Ich weiss nicht, wo ich wohnen soll. Seichhörnli, aber du weißt doch, dass alle Flüchtlingstiere bei mir in der Höhle wohnen, bis sie ein neues Zuhause haben. Genau, wie ich im Lied Dachs Adalbert mal auch singen auf der Bühne. Ja, stimmt. Und bei mir, Kinder, bei mir wohnt schon der Has und seine Familie, weil der Bauer die Wiese gemeint hat und sie kein Versteck mehr haben. Bis das Gras ein bisschen höher ist, dürfen sie bei mir wohnen. Dann wohnen ein paar Mäuse, sind auch gerade bei mir. Die machen aber Ferien in meiner Höhle. Die wollen für ein paar Wochen in meiner Höhle wohnen. Weißt du, weil die so groß ist, meine Höhle. Für die kleinen Mäuse, dann können sie gut Volleyn ausspielen. Ja, und eigentlich seit 15 Jahren macht der Torfuchs bei mir auch jeden Tag Ferien in der Höhle. Jeden Tag? Das ist dann vielleicht nicht mehr Ferien. Hey, Dachs Adalbert, du bist sowieso eine Jugendherberg im Wald, finde ich. Jugendherberg, was ist jetzt das wieder, Marius? Ich bin eine Jugendherberg mit meiner Höhle. Was ist eine Jugendherberg? Aha. Also Jugendherberge gibt es eigentlich auf der ganzen Welt. Schon seit mehr als 100 Jahren. Ist das für die Jugend zum Übernachten, wenn es einmal, weißt du, wie die Mäuse und der Torfuchs wollen doch nicht günstig Ferien machen? Ja, nein. Aber weißt, eine Jugendherberge ist natürlich nicht nur für Jugendliche. Das war vielleicht früher mal so gewesen. In eine Jugendherberge kann auch ein Grossi gehen oder eine Familie. Für Familien ist im Fall eine Jugendherberge besonders lässig, weil in den Jugendherbergen hat es meistens noch andere Familien, dann können Kinder von den verschiedenen Familien zusammen spielen. Und die Jugendherbergen, die sind meistens an mega schönen Plätzen. Und in diesen Jugendherbergen hat es immer auch viele Spielsachen, weißt du, so Spiele und so Schütteli-Kasten und so Zeug. Stimmt, ich möchte auch so Spiele für meine Feriengäste, weißt du, in meiner Höhle. Schütteli-Kasten zum Mitspielen. Ja, und in der Jugendherberge kannst du natürlich eben auch schlafen. In grossen Zimmern, wo noch andere drin schlafen, oder in Einzelzimmern, wenn man lieber allein ist beim Schlafen, oder so Familienzimmer, ganz verschiedene Zimmer. Stimmt, ich brauche auch noch Einzelhöhlen zum Schlafen und so Schlafsaal, höhlenmäßig, wenn man ganz viel, wenn mal ein Turmverein, zum Beispiel der Rehturmverein vom Hörspiel zu uns kommt, dann müsst ihr doch ein großes Zimmer haben. Ja, da kannst du dann schauen, wie du das machst. Also ich finde es schön, der Jugendherberg ist einfach
man kann dort einfach ein bisschen sein. Ja. Das Lässige an den Jugendherbergen ist, dass dort ein bisschen schwimmen, ein Hotel, aber eben auch ein bisschen wie daheim. Also ich will auch eine Jugendherberge haben. Ja, und ich will im Wald Ja. eine Jugendherberge machen, in meiner Höhle. Weißt, für Tierfamilien mit Einzelzimmer und Spielsachen und Essen und so. Ja, ich finde das so eine schöne Idee, Albert. Also, ich will jetzt in eine Jugendherberge. Also, ich will mal eine sehen. Nach dem Sack vom Sturmgast, wo mein schöner Kobel am Boden gefallen ist, mit mir drin, da brauche ich jetzt ein bisschen Entspannung und, wie sagt man, einen Tapetenwechsel und vor allem einen Ort, wo ich auch in aller Ruhe ein bisschen Seich machen weiss. Ja, also gut, aber dann gehst du am besten mal in die Jugendherberge, weißt du, in St. Gallen. Ah ja, stimmt. Aber Seich machen dürfen wir im Fall dort voll nicht. Ja, da sehen wir ja den nicht. Man darf Seich machen und vor allem nicht kann Seich machen. Also ich will auch mitkommen, damit ich alles kann anschauen und lernen für meine Waldjugendherberge, die ich mache. Aber ich kann nicht. Was? Ja, wieso hast du ein Mikro? Du weißt ganz genau, dass ich scheu bin. Und ich weiß nie, ob jetzt Menschen beißen oder nicht. Also, habe ich dich jemals bissen, Albert? Ja, stimmt, aber ich will nicht mitkommen. Ich habe Angst, ich habe Schiss. Gut, dann gehe ich halt allein in die Jugendherberge St. Gallen und dann nehme ich das Mikrofon mit und dann frage ich alles, was man muss wissen und nachher kannst du das hören für deine Wahljugendherberge. Alles muss man selber machen. Oh yeah, danke Seichhörli, du bist also... Was? Du bist ein Schatz. Was? Ein Schatz. Also Adi, du lieber Zoli, das mache ich doch gern für dich. So, jetzt brauche ich das Mikrofon da. So, jetzt kann man das so. Danke und tschüss. Oh, jetzt ist sie gegangen. Ja. Und hat das Mikrofon mitgenommen. Ja super, so hören das Kind nicht mehr. Ja, noch, jetzt warten wir, bis sie etwas sagt und dann... Ja, ohne Mikrofon ist ein Mist. So, Kind, ich bin schnell auf St. Gallen runtergerannt, in die Jugendherberge. Ich bin jetzt da. Zack, zack, Zirio. Dachs, Adalbert, hört ihr mich? Hallo, ja, wir hören dich über Kopfhörer. Also gut, ich gehe jetzt mal rein und muss schauen, dass niemand auf mich drauf steht, weißt? Der Dachs Adalbert steht ja auch ein bisschen auf mich, weiss, Kind. Was? Nicht. So, jetzt gehe ich mal durch die Türe durch, so. So, jetzt bin ich da, glaub. Ich bin, glaub, in der Küche von der Jugendherberge. Das schmeckt noch fein. Excuse. Ja, hallo? Excuse, ich bin da unten, weißt du, da unten. Ach, ja. Hallo. Hallo. Also, sind Sie Köchin? Ja, das bin ich. Die Jugendherberge-Köchin? Ja, und wer bist du denn? Ja, ich bin Seichhörnchen, ich komme für den Dach Adalbert schauen, weißt, wann er könnt so kochen und so in seiner Wald, Tierjugendherberge. Was kochen denn Sie einmal so? Also ich mache gerade Pastaplausch, das ist besonders bei den Kindern beliebt. Pastaplausch, das gehört Dach Adalbert. Pastaplausch. Und was machen Sie noch so tun? Wir machen Sie ja manches Dessert. Dessert machen wir auch ganz feine, leckere Sachen und da sind meistens auch immer mehr weg. Was du willst, so gerne Genau, Dessert? weil sie sich manchmal mehrere holen. Ja, also, Dach Adalbert, wir müssen unbedingt auch Dessert machen. Und dann kochen Sie, dann können Sie einfach einmal so Sachen kaufen, die Sie ein bisschen warm machen. Wie heisst es? Mikrowellenherd? Oder wie machen Sie denn das? Wir kaufen wirklich richtig regional hier ein, gucken immer, was gibt's gerade, was ist in der Saison. Und dann kochen wir richtig schön gesund und es gibt auch immer einen Salat vorher, dann richtiges Essen und dann das Dessert, was beliebt ist. Aber mir haben sie mal Kind gesagt, dass gesund meistens denn nicht so fein ist. Weißt du, so Gemüse und Früchte und so machen sie denn da so sehr fein oder wie machen sie Wir denn machen das? das natürlich sehr, 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 sehr fein. Das ist so super. Also ich will auch mal... Kann ich nachher bei Ihnen etwas essen da? Na klar, bist du herzlich eingeladen heute zum Abendessen. Aber ich habe kein Geld, ich habe nur Haselnüsse.
Na gut, die nehmen wir heute ausnahmsweise. Also gut, sieh doch, wer ist denn die Frau, die jetzt da gerade reingekommen ist? Die sieht irgendwie so chefmäßig aus. Oh ja, das ist die Chefin. Oh, das ist Chefin. Ich bin ganz nervös. Also, grüß dich, Chefin. Salut, und wer bist du denn? Ich bin ein Eichhörnchen, ich weiss vom Wald. Was, wir machen da eine Sendung von der Jugendherberg. Was, der Dachs Adalbert will auch eine Jugendherberg machen, weiss? Ich komme schauen, wie es zu und her geht. Also, ja, was machen denn Sie so? Was muss man denn machen als Chefin in einer Jugendherberg? Naja, ich muss ein bisschen schauen, dass alles läuft, dass die Zimmer in Ordnung sind, dass es genug zu essen für jedermann hat, dass der Dienstplan steht und dass natürlich die Wäsche sauber ist. Wäschen Sie alles selber? Alle Windtücher und das Zeug? Das waschen wir alles selber. Nein, das wäscht unsere Waschmaschine. Ach so, haben Sie im Keller eine Waschmaschine? Das haben wir und die hat sogar einen Namen, die heißt Wilma. Wilma heisst, die muss ja riesig groß Die sein. ist super groß, da passt du 6-mal rein. Nein, da gehe ich lieber nicht rein, weil ich bin ganz super und müffele überhaupt nicht. Also gut. Ja. Also Chefin, okay, Sie müssen da schauen, dass alles läuft und Dass so. die Zimmer in Ordnung sind, dass der Checkout, wenn der raus ist, dass wieder die Betten frisch parat sind für die neuen Gäste, die kommen. Dass natürlich alle Mitarbeiter zufrieden sind, weil wenn die nicht zufrieden sind, dann sind die Zimmer auch nicht in Ordnung. Sie sind doch Mitarbeiter. Wir brauchen Mitarbeiter, Dachs Adalbert. Haben Sie viele Mitarbeiter und haben Sie auch Mitarbeiter innen? Oder was, wie sieht das aus? Wir haben sowohl Inne- als auch Mitarbeiter. Das sind alles fleißige Hände, die hier sehr gerne sind und ohne ihre Hilfe wäre ich total aufgeschmissen. Okay, wir brauchen Mitarbeiter, ich merke so. Also, liebe Köchin und liebe Chefin, ich gehe mal weiter ein bisschen rumspienzeln, was noch alles hat. Ist gut? Ganz viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Tschüssi. Tschüss, ciao. Ja, so, jetzt Kinder, sind da noch da, Kinder eigentlich? Und Dachs Adalbert, hörst du mich noch? Ja. Dachs Adalbert, Ich höre dich, hallo. Scheichhörnli, danke, das war interessant für meine Tierwald-Jugendherberg. Ich habe gelernt, ich brauche Bettwäsche, aber also, Tiere brauchen ja gar keine Bettwäsche. Und Teigwaren und so Zeug kochen, Pasta, da haben ja Tiere gar nicht gern. Ich brauche einen Waldkoch. Wer kann gut kochen für meine Wald-Jugendherberg? Der Ja. Torfuchs könnte mein Koch sein. Ja, Ja, ja. tu mal weiter erzählen. Okay, ich gang jetzt mal weiter. Da hat es ein Zimmer, das ist voll mit Spielkind. Ein Spielzimmer, das dort Spielzone. Ha, da gang ich mal rein. So. Oh wow, da hat's einen Töckelikasten. Ich hüpfe mal auf den Töckelikasten. Kind, ich bin so klein. Ich kann mit diesen Stangen Zutti-Männchen mitzutten. Vielleicht sind es auch Zutti-Mädchen auch. Voll Assi-Bein mit dem harten Ball. Also ich hau ab. Zum Glück bin ich abgehauen. Bei dem Töckelikasten kann man nicht einmal mitzutten als kleines Tier. So wäre es hässig. Hey, da hinten sitzt eine ganze Familie am Tisch und macht Spiele. Adalbert, Ja, was? Ja. Was? ich gang mit denen jetzt mal ein bisschen reden. Irgendwie habe ich aber auch Angst, dass die mich streicheln wollen. Menschen wollen immer uns Tiere mit ihren Füdlifingern streicheln. Ich finde es voll wichtig. Also gut, ich juck jetzt denen mal auf den Tisch. Aber pass auf! Guck raus, ich bin Zeichhörnchen. Hast du noch nie gesehen, so ein Eichhörnchen, das reden kann, oder? Nein! Also gut. Hey, sind ihr so eine Familie da, oder was sind ihr? Ja, wir sind eine Familie da. Ist das eures Mami da hinten? Ja, Hey, simpft die viel umeinander oder nicht so viel? ein bisschen. Aber sie sieht mega lieb aus. Also, lass mal, Familie. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Darf ich das? Ja. Also gut. Sagen ihr immer alle Sachen gleichzeitig? Nein. Ah, jetzt nicht mehr gut. Also, ich muss euch Fragen stellen, weil der Dachs Adalbert will im Wald auch eine Tierjugendherberg machen, weiss, in seiner Höhle. Darum komme ich ein bisschen schauen für ihn, wie das geht, weil er ist so süß. Sind ihr auch süß? Ja. So laut süß, bin sicher nicht süß. Aber Dachs Adalbert, sie sagt, sie sei süß, aber sie ist nicht süß. Wie heisst ihr eigentlich? Ich heiße Ciara. Ich bin die Jünger. Und ich heiße Nerea. Also, und ich heisse Eichhörnli, weil ich immer Seich mache. Hey, woher kommt ihr eigentlich? Aus Zürich. Aus Zürich, so schön. Und warum sind ihr da in die Jugendherberge gekommen? Weißt du, was findet ihr lässig an dieser Jugendherberge?
Eigentlich alles. Wir sind nämlich nie alleine und wir haben immer andere Leute zum Spielen. Und wenn du mal keine Lust hast auf deine Geschwister, kannst du dir auch andere Kollegen suchen. Und, also, wenn du keine Lust hast auf Geschwister, also manchmal nicht so Lust auf deine Geschwister. Nein, okay. Aber was kann man denn da so machen? Also man kann Ping-Pong spielen, man kann mit anderen Leuten sein, man kann im Zimmer sein, man kann auch in den Spielraum gehen und man kann auch Minigolf spielen. Und ich habe gesehen, es hat eine mega grosse Wiese, da kann man sicher auch Federball spielen oder das Rädchen machen oder so Zeug. Ja, wenn man die Sachen dabei hat. Ja, wenn man die Sachen dabei hat. Ach Quatsch, das haben wir alles hier zum Ausleihen. Zum Ausleihen? Also dann haben Sie auch Federball? Na klar haben wir auch. Und Fußball und alles. So, da kann man auch Fußball und alles. Jetzt dachte ich, wir müssen unbedingt einen Fußball kaufen. Was? Also gut, hey, und sind ihr eigentlich allein in eurem Zimmer? Sind ihr mit der ganzen Familie oder schlafen ihr mit ganz vielen? Weißt du, ich habe gehört, dass man in der Jugendherberge mit ganz vielen zusammen nachlesen. Also nein, meine Mami, meine Schwester und ich, wir haben ein Familienzimmer. Ein Familienzimmer? Wow, das sagt Alberto, muss auch Familienzimmer machen. Das ist ja krass. Hey, und Mami, wie heisst denn du eigentlich? Hallo, ich bin Selina. Selina, das ist ein so schöner Name. Ich kann dir auch so schön sagen, muss hören. Selina. Klingt super. Gell? Also gut, hey Selina, was kostet das eigentlich, wenn man hier übernachtet? Das kostet im Familienzimmer pro Erwachsenes nur etwa 50 Franken und da ist sogar das Morgenessen auch dabei. Mit dem Morgen 50 Stutz? Hey, das sagt Alberto, muss bei dir 50 Eicheln oder 50 Haselnüsse oder so. Und du musst auch uns Morgen machen. Dann muss man 50 Haselnüsse geben, dann kann man bei dir gut übernachten. Ist ja gleich. Zurück zu eurer Familie. Also gut. Sind ihr eigentlich Member? Ja, wir sind Member. Hey, und ehrlich gesagt, was heisst das überhaupt, Member? Ein Mitglied bei etwas zu sein. Also ich bin ein Member von der Waldtier, weil ich bin ein Mitglied von der Waldtier. Mhm. Ach so, und habt ihr auch so eine Member-Card? Ja, haben wir. Oh krass, zeig mal. Oh wow, die sieht denn schön aus, die Member-Card. Und was kann man denn mit dieser Member-Card machen? Eigentlich recht vieles. Du hast bei ein paar Sachen Rabatt und du kannst auch zum Beispiel wie letztens gerade im Wald wandern gehen mit Kindern und man kann dort am Schluss ein Glas essen und Spiele spielen. Mit Klasse, wenn man Member ist, kann man sogar... Und kann man auch ins Museum? Ja, in ein Schokimuseum. In ein Schokimuseum? Das hat Albert muss hören. An meinem Geburtstag gehe ich ins Schokimuseum in Zürich mit meiner besten Kollegin und meiner Mami und meiner Schwester. Auch, dass ich Rabatt habe wegen meiner Membercard. Was, du kannst auch einfach so unter der Woche mal ins Schokimuseum mit dieser Membercard? Ja, dort habe ich aber Sommerferien. Also da sagt Albert, wir müssen unbedingt Member werden von den Youth Hostels. Also weißt du, das Englisch, das Dortmund ist, also heisst Jugendherberge. Das ist ja krass, wie die auch international sind mit so Member und so, sagt Albert. Also gut. Hey Kind, was machen die heute noch so in der Jugendherberge? Also wir gehen später noch Minigolf spielen und vielleicht auch noch in die Body. In Body und okay, wo hat's denn da ein Body? Das weiss ich nicht. Wir müssen Google Maps fragen. Google Maps, weiss jetzt da wieder, ist ja gleich. Das sagt Albert, die sind so modern da unten. Also gut. Hey, wie lange bleiben Sie noch da? Noch 2 Tage. 2 Tage, okay. Dann müssen Sie es aber noch geniessen. Also hey, Kind, ich habe gehört, da gäbe es so ein Tanneli. Was? So ein Tanneli? Ein mega lustiger Name. Wisst ihr, was das ist? Ja, es ist das Logo von der Jugendherberge. Darauf hat es ein Tanneli und das symbolisiert also das Tanneli da. Das siehst du auch auf jeder Straße, wenn du die Jugi suchst. Ah, das ist das mit dem Hüsli und dem Tenneli. Ja, genau. Das ist das Zeichen, oder? Stimmt? Ja. Ach so, okay. Also, da würde sehr gut auch zum Dach Adalbert seiner Tierjugendherberge. Weißt du, pass, wegen Wald, Tenneli, ihr wisst so, also gut. Jetzt habe ich genug Sachen herausgefunden, jetzt lasse ich euch wieder weiterspielen. Ich gehe zurück in den Wald und helfe dem Dach Adalbert, auch so eine Tierjugendherberge zu machen. Kommt ihr auch
mal in seine Höhle übernachten? Ja, sicher. Mami, du kannst leider nicht kommen, du bist viel zu groß. So gross bin ich gar nicht. Also stimmt, ja gut. Wir machen den extra Mami-Eingang, ist gut, also gut. Super. Also, hey, und ich habe noch mal eine Frage, wenn jetzt ihr müsstet Werbung machen für die Jugendherberge. Also, was würdet ihr denn sagen, warum man da muss Ferien machen? Also man kann fantastisch schlafen und es gibt auch mega feines Essen. Fantastisch schlafen und mega feines Essen. Und es ist alles so ein bisschen locker, oder so, finde ich. Und vor allem günstig. Ja, es ist so, wie man daheim wäre und gleichzeitig im Hotel, finde ich. Ja. Gell? Also gut. Also ciao miteinander, eine schöne Zeit. Ich muss zum Dach Adalbert. Tschüss. Tschüss! Da kommt sie wieder. Danke, Seichhörnli, für deinen Bericht. Ja, ist gern gewesen. Ist mega spannend gewesen. Ja, danke, weil jetzt kann ich endlich anfangen, weißt, mit meiner Tierjugendherberge. Stimmt, da kannst du jetzt anfangen. Und wenn ihr auch mal wollt in einer Jugendherberge Ferien machen, dann geht auf www.youthhostel.ch. Ich habe das verlinkt unten dran in den Shownotes, sagt man dem, vom Podcast. Also wir von Radio Waldrand sind spätestens ab heute Jugendherberg-Fans. Ja. Ja, aber ganz genau. Ja. Aber also weg. Ja, also, so noch sicher sind wir so Fans. Und ab nächstes Jahr könnt ihr euch unter info@jakapelle.ch anmelden für ein Dachs Adalbert seine Jugendherberge, wenn ihr mal wollt. Weiss, übernachten in seiner Höhle mit Sö, alles Sö gemacht und so, gell, Dachs? Ja, sicher. Und darum muss ich jetzt auch vorwärts machen und sagen, ciao, Kind. Das ist total aus dem Häuschen. Ciao, Kind, ich sag auch ciao. Und gang dem lieben Zoni lieber mal helfen. Also, auch von mir. Ciao, Kind. Bis zum nächsten Mal. Radio Waldrand, wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist Radio, wo entspannt, von A bis Z brillant. Radio Waldrand.